Wir sind am Kader von den Verhandlungen vom Kollektivvertrag am Bau an einer ganz schwieriger Situation. Verhandlungen von diesem Kollektivvertrag dauern schon seit dem Jahr 2009. 2012 als dem Office National de Conciliation mit dem Dossier befasst. Der 15. März von diesem Jahr als eine Reunion zustande kommt, und Santa hier als der Kollektivvertrag an der Sache ist. Wir haben als Gewerkschaft ein Referendum bei unseren Membern gemacht und die Membern haben sich nicht für einen Streik ausgeschlossen. Allerdings ist es so, dass wir die Initiative mit einem offenen Brief im Patronat geholt haben, den hat auch an ihrem Dossier vorliegen, für die Gespräche, Verhandlungen rum und laufen zu kriegen, weil wir gerne für die Leute am Sektor Bau ein Resultat hätten. Wir wollen ganz allgemein daran erinnern, dass der sektorielle Kollektivvertrag Bau die Entwicklung von diesem Sektor nicht nur mitbegleitet, sondern auch gefördert wird. Dieser Kollektivvertrag ist natürlich avantagös für die Salarien und für das Patronat. Avantagös für die Salarien, weil sie über eine bessere Remuneration und auch allgemein bessere Arbeitskonditionen wie am Gesetz vorgesehen können verfügen. Patronat wird am Gegenzug motiviert Personal für am Sektor zu schaffen. Kann auch neue Leute für die Arbeit am Sektor finden. Spielregeln sind durch diesen Kollektivvertrag auch dieselben für alle Entreprises an diesem Sektor hier im Land. Der Kollektivvertrag protegiert also den Lützburger Bausektor gegen Dumping und dadurch par rapport zu ausländischen Betrieben. Eine Rechtsfrage vom Kollektivvertrag ist nicht akzeptabel, weil auf der einen Seite die Existenz von den Leuten, die hier arbeiten, auf das Spiel gesetzt gehen, und auf der anderen Seite die Perennität von den Betrieben ohne diesen Kollektivvertrag auch nicht mehr aufgesichert ist. Es ist nicht für nichts, dass die Sozialpartner gerne die Aufhebung von einem Pakt sozial am Bausektor hätten, und das soll ja ab 1. September 2013 Realität gehen. Gemäß CGB geht es hier um die Leute. Wir brauchen eine Lösung aus diesem Sozialkonflikt und dafür proposieren wir eine Reihe von Lösungsansätzen, die wir an unserem offenen Brief auch im Patronat geschickt haben. Was die Lohnarbeitszeiten angeht, wollen wir immer streichen, dass die aktuellen legalen Dispositionen von 40 Stunden pro Woche mit einem Maximum von 10 Stunden am Tag an 41 Stunden pro Woche nicht können auf vorgestellt werden. Wir sind aber nicht gegen eine verbesserte Arbeitszeitorganisation, die dem Besoin vom Sektor Rechnung trägt. Diskussion um die Arbeitszeitadaptation ist aber konditioniert und erstens Beibehalten vom aktuellen System von den Intemperieren, die die Betriebe auch schon erlauben, flexibel auf Förderverhältnisse zu reagieren, ohne dass dem Salarié Notdienst entsteht. Zweitens, eine Verbesserung von der Einkommenssituation der Beschäftigten am Sektor. Wieso leitet ein Propos von 1,5% Linearlohnverbesserung 4, 0,5% ab 1. Januar 2013, 1. Januar 2014 und 2015, eine weitere Verbesserung von der Prime de fin d'année von 1% und die Ausbezahlung von einer Prime unique von 300 €. Das ist für uns ein Opfer, die besonders auf der Retroaktivität von den letzten Jahren muss nur gebessert werden. Ein Opfer, wo bestimmt noch Verhandlungsspielraum ist. Salarien am Bausektor haben ein Anrecht auf eine Lohnpolitik, die hervorragend unerkennt. Am Fall, wo wir das zwei prinzipielle Probleme gelöst haben, proposieren wir Arbeitszeitmodelle auszuschaffen, die am Respekt von einer mittleren 40-Stunden-Woche bei, wie gesagt, einem Maximum von 10 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche
kein der Ladenperioden, die durch Intemperier verloren gehen, ob ein Minimum zu beschränken und derbisch effizient auf die Perioden zu lehen, die am Jahr zur Verfügung stehen. Da sollen noch Perioden vom Congé kollektiv beibehalten gehen, aber Fleisch Licht können adaptiert werden. Wir haben dafür verschiedene Modelle am neuen Ausland analysiert, und dabei sehen zum Beispiel in Deutschland den Unterschied zwischen Winterperiode, wo 38 Stunden Woche geschafft wird, und Sommerperiode, wo 42 Stunden Woche geschafft wird. Und der Deutsch besteht eine 38 Stunden Woche, es gibt aber 40 Stunden pro Woche geschafft. Die 12 supplementären Wochenstunden gehen dann mit 12 freien Tagen am Jahr kompensiert, die durch einen spezifischen Fonds am Sektor Konstruktion gespeist werden. In Frankreich ist der Zeit 35 Stunden pro Woche, während 47 Wochen am Jahr. Da kann aber die Arbeitszeit moduliert gehen, zusammen mit der Delegation du Personal. Das ist aber so, dass die mittlere Arbeitszeit nicht kann über 45 Stunden pro Woche auf 12 und in Niederlande Woche gehen, respektive 43 Stunden auf ein Semester. Wir sind überzeugt, dass das Beispiel genug Diskussionsstoff liefern, für eine Lösung an diesem Konflikt zu finden. Außerdem gesagt ihn auch, dass die Flexibilität, die wir heute am Land zur Disposition haben, mehr hoch ist, wie die wir im Ausland an denen Modelle herumfahren. Aus diesen Gründen wird der LCGB also mit einem offenen Brief im Patronat appelliert, für um den Verhandlungstisch zurückzukommen, den Kollektivvertrag am Bausektor, als darüber hinaus nach bald den Ähnchen, den auf sektorellem Plan an diesem Bereich existiert, bald alle guten Jahre am Handwerk sind zwischen 2002 und 2008 nicht verlängert. Wir sitzen also an diesem Dossier an für Resultat für die Leute, die am Sektor schaffen, und dadurch auch eine Non-Konziliation zu verhindern. Wir können nicht akzeptieren, dass wir heute kein Resultat oder sogar den vom sektoriellen Kollektivvertrag müssen erkaufen. Und die Non-Konziliation wie für uns auch dem Moment, wo die Leute aus dem Sektor kein anderes Choix mehr hätten für eine Aktion oder einen Streik, weil es dann um ihre Existenz geht. Wir haben auch aus dem Grund als Delegierten und Militanten den 5. Juli auf Kehlen an ein Meeting gerufen, für über die Situation mit den Leuten denken können, am Detail zu schwätzen.